Ja, der Premier hat immer gesagt, wenn dem Land gut geht, soll doch der Leid gut gehen. Dann haben wir auch immer gefragt, wie ist es dann, wenn dem Land immer nicht mehr gut geht. Und genau an der Situation sind wir Corona-bedingt dran. Wir sind an einer Wirtschaftskrise. Und noch rächt sich die Scheweder-Politik, respektiv den Premier sagt immer Carpe Diem, genießen mal die Situation so wie sie ist, und das geht nicht durch in der Politik. In der Politik muss ich vorausschauen, planen, und man immer gefroht für den Apfel für den Dusch auf die Zeit zu lehnen, wenn die Zeiten gut sind. Das hat die Regierung nicht gemäht. Aber wie gesagt, dafür sind wir in dieser kritischen Situation. Und da kann es nicht sein, dass da die normale Bürger muss sich Pant klacken. Wir können nicht immer nehmen auf absoluten Wüsten bauen. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel Diskussionen im Fage. Wir brauchen Industrie, wir brauchen Betriebe, wir brauchen aber Betriebe, die nachhaltig sind, wir brauchen mehr produktive Wüsten. Wir wissen, die Wüsten, wie wir haben, wo wir für allem ganz stark wissen an der Population, hat immens viel Nachteile für das Land. Für den Logement, die Logementspreise sind explodiert, die auch für den Trafik und so weiter. Und dafür müssen wir eine Wüstungsdebatte feiern. Und gerade auch an diesen Zeiten wird die Chance da, für eben einen Neustart eben auch am Wüstum an der ganzen Diskussion hinzukriegen. Weil das ist ganz klar, dass man für alle muss gucken, dass die Wirtschaft auch im Trullen könnt. Weil ohne das werden wir all die anderen Probleme nicht gelöst kriegen. Das heißt, als erstes mal gucken, als Wirtschaft im Laufen behalten oder im Laufen kriegen. Zweitens dann natürlich durch die Corona-Krise sind wir an eine neue Sozialkrise gerutscht. Die Logementskrise ist im Prinzip die größte Sozialkrise, die wir haben. Und genau das Diskussionen im sozialen Bereich, die müssen gefordert gehen, und dazu gehört natürlich auch die soziale Gerechtigkeit dabei. Das sind größere Diskussionen, die müssen gefordert gehen, aber die müssen gefordert gehen, und da brauchen wir auch Lösungen. Wir werden aber natürlich auch, wie dass wir an einer sanitären Krise sind, den ganzen Gesundheitsbereich müssen diskutieren. Das Krise hat doch gewiesen, wo Schwerpunkte sind, und auch da brauchen wir Lösungen.